Ich möchte heute darüber reden, bind den Find, bevor der Find dich bindet. Bind den Find, bevor der Find dich bindet. Und zwar die zwei grössten Probleme, was es eigentlich gibt, sind wir selber. Das kennst du vielleicht, das alte Fleisch, das alte Ego nennt die Bibel, der alte Adam nennt die Bibel, ganz altbacken gesagt. Und der zweite Find, wo man nennt, ist der Teufel. Und der Teufel wohnt nicht in der Hölle, der ist mitten unter uns, er kommt nicht im roten Kleid, er kommt nicht mit Feuer, sondern mit dem roten Kleid. Und es gibt so Versuche in unserem Leben, ich habe es mitgenommen, wie einen Stein. Und hast überlegt, was sind so die Stolpersteine in unserem Leben? Und ich möchte eine Geschichte anfangen, und zwar, ich habe das schon mal erzählt, aber ich möchte noch mal ein bisschen das erklären. Ich habe oft mit Jähzorn ein Problem gehabt. Jähzorn ist etwas, es kommt unkontrolliert. Du kannst es nicht kontrollieren. Und wenn du dann durchtickst, dann machst du alles kaputt. Du sagst gewisse Wörter, die du nachher bereust. Du reagierst, wo du nachher bereust. Im Umfeld ist es nicht ganz, ganz einfach. Und ich habe während Jahren versucht, das loszubringen. Ich habe mir gesagt, Leo, komm, gib dir einen Schub. Du bist ein neutraler Schweizer. Du musst nicht mehr jähzornig sein. Du bist neutral jähzornig. Ich habe alles versucht und es hat nicht funktioniert. Vielleicht hast du auch eine Geschichte in deinem Leben, wo du merkst, du leidest darunter, auch dein Umfeld leidet darunter und du kommst wie von dem nicht los. Die Frage ist, wieso kommst du von diesen Sachen nicht los? Und du wie merkst, der Find bindet dich und es nimmt dich gefangen. Es ist nicht so, dass du besessen bist von dem. Wir Christen sind nicht besessen vom Find, aber wir schleifen das Zeugs mit und es ist mega, mega schwer. Und ich möchte ganz am Anfang einen Bibeltext vorlesen und nachher gehen wir in die Geschichte rein von Moses und von der Amalekiter in Markus 9, 28 bis 29 und das ist eine theologische Frage und ich möchte ganz am Anfang reindroppen. Die Jünger fragen Jesus, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete, solche Dämonen können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Wenn du so eine Stelle hörst und du tust Theologie studieren, dann ist die Frage, was heißt der Text vorher, was heißt noch im Text nachher, was ist der Kontext und wo gibt es eine Parallelstelle? Und es gibt eine Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, wo Jesus die gleiche Geschichte nimmt und er sagt zu ihnen, den Dämon kannst du nur austreiben, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn. Wenn du glaubst in ein Senfkorn, kannst du zu dem Berg sprechen und du kannst den Berg wegbewegen. Und Jesus sagt zwei Sachen. Erstens, du musst glauben, dass das Kreuz hat noch immer mehr Kraft als deine Umstände. Du musst glauben, dass das Kreuz hat noch immer mehr Power als alles, was ich jemals erlebt habe. Das musst du glauben, dass im Namen von Jesus kannst du jedes Hindernis brechen. Das müssen wir glauben. Dann zweitens sagt Jesus, es gibt Hierarchien. Auch in der Schweiz gibt es Hierarchien. Zum Beispiel, wenn du Familie hast, leitest du deine Familie. Wenn du im Dorf bist, der Gemeindepräsident, hast du Autorität über dein Dorf. Du hast Autorität über eine Stadt, über das Land, über Europa, über die Welt. Es gibt Hierarchien. In der unsichtbaren Welt gibt es Hierarchien. Nicht jeder Dämon ist genau gleich. Es gibt Sachen, die sind grösser, die du nicht wegbringen wirst, indem du sagst, ich werde nicht mehr Porno schauen. Du merkst plötzlich, du hast etwas aufgebaut, das grösser geworden ist. Der Paulus redet zu den Epheser, zu den Christen. In Epheser 4, Vers 27 sagt er, gebt dem Teufel keinen Raum. Das Wort Raum heißt im Griechischen Topos. Gib ihm Find nicht einen Platz in deinem Leben. Und ein Platz in deinem Leben kann eine kleine Sache bedeuten, wo du ein bisschen den Finger angibst und es wird immer grösser. Zum Beispiel sagen die Leute, ich habe kein Problem mit dem, aber es kann zu einem Problem werden. Ein einfaches Beispiel ist folgendes. Wenn du, wer von euch ist schon mal in der Rheinquelle gewesen? In der Schweiz, im Graubünden, Rheinquelle? Wer? Ey. Also, es ist ein Mast, das ist so unglaublich krass. Es ist in Graubünden. Und ich habe ein Foto mitgebracht. Die Rheinquelle entsteht im Graubünden. Und jetzt schau das mal an. Der Rhein zu überqueren in Graubünden ist mega einfach. Du kannst drüber hüpfen, drüber biken, drüber kriechen. Es ist mega einfach. Wenn du den Rhein lässt schädern, dann gibt es Nebenarme, wo der Rhein bewässern. Und der Rhein wird immer grösser, geht am Basel vorbei. Das musst du erst mal anbringen, und geht am Basel vorbei. Hat es geschafft. Dann geht er nach Deutschland, kommt in Rotterdam raus. Und der Rhein in Rotterdam ist riesig. Und um den überqueren, das Foto mitgebracht, braucht es eine monströse, teure High-End-Brücke. Ich bin vor ein paar Monaten dort mit einem TÜV, bin 8-mal drüber gefahren. Hin und her und hin. Mega geil. Und der Punkt ist das, in Rotterdam kannst du den Rhein auch überqueren. Aber der Aufwand, um eine Brücke zu bauen, ist mega, mega krass. Und Jesus sagt,
gewisse Dämonen in deinem Leben, wenn du Topos gibst, du fährst mit einer kleinen Sache an, du packst es nicht an, ist wieder rein, er kommt Schwung über, er kommt das Volumen über und in Rotterdam unten kannst du den Reis schon besiegen, aber du baust eine krasse Brücke. Und es gibt Familienmuster in unserem Leben, es gibt so kleine Sachen, die mega klein anfangen und du kannst es nicht mehr stoppen. Ein einfaches Beispiel, dein Kollege nervt dich. Du sagst, morgen sage ich es ihm. Aber morgen ist der Champions League Spiel, dann habe ich es vergessen. Und übermorgen scheint die Sonne, da bin ich am Snacken. Und nach einer Woche sprichst du es nicht an. Und nach 2 Wochen sprichst du es nicht an. Und plötzlich wird das kleine Teil, wie ein kleines Krebsgeschwür, wird so gross, dass nach der Operation mega viel Arbeit braucht. Und das möchte Jesus erklären. Wenn du Sachen lässt, schädern in deinem Leben und du spürst, es ist falsch, es ist kein Detail, du gibst einem Find Topos, einen Raum, und er wird dich versklaven in einem Punkt, wo dich wird abhalten, das Kreuz von Jesus ist wunderbar und gross. Ich möchte das anschauen in der Geschichte von Moses und dem Volk der Amalekiter. Das Volk von Gott im Alten Testament hat Gott gesegnet und sie haben Finden gehabt und eines so sind die Amalekiter. Wo die Amalekiter kommen und wenn das Volk von Gott angreifen, der Moses gewusst, wir haben keine Chance. Wir werden das nicht überleben. Und es gibt so Sachen in unserem Leben, die sind so groß und du weißt, ich schaffe das nicht allein. Die Bibel sagt, wenn du schwach bist, ist Gott stark in uns. Die Bibel sagt, in meiner Gnade kannst du schwimmen, es wird genügen. Und der Moses macht etwas Interessantes und eigentlich ist das von außen betrachtet spooky. 2. Mose 17, Vers 11. Solange Moses seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, Pfote auf, behielten sie diese dem Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Entweder ich bind den Find, dem dass ich die Hände aufhebe, oder der Find bindet mich. Entweder oder. Das ist die Ausgabe vom Alten Testament. Der Punkt ist das, warum hat er die Hände aufheben? Wenn du jemand sagst, wie hast du deine Pornosucht überwinden können? Ich habe die Pfoten aufgekippt. Und sagt, wirklich? Ja, also, gut, das ist immer gut, Pfoten aufheben. Aber, oh mein Gott, Leo. Das ist immer gut. Aber mit anderen Worten, das glaubt dir niemand. Der Punkt ist das, 2 Sachen. Wenn du deine Hände hebst in den Himmel, ist das eine Pose. Ich bin ein Gewinner. Ich werde siegen. Gott und ich, wir sind die Mehrheit. Mit der Kraft von Gott werde ich das überwinden. Ich glaube es und ich weiß, weil das Kreuz hat sich nicht verändert. Es ist das Gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Und du hebst deine Hände als das Zeichen und ich werde das mit der Kraft von Gott überwinden, weil Gott wohnt in mir. Wenn Gott in mir wohnt, ist alles möglich in meinem Leben und ich proklamiere das mit erhobenen Händen. Ich proklamiere das. Das Zweite, wenn du deine Hände lange hebst, wirst du merken, das ist sau schwer. Aber wenn du Sex hast und Protein isst, erhobene Hände ist anstrengend. Und das ist das Zeichen von Fasten. Fasten und erhobene Hände ist das gleiche Prinzip. Gott macht nie ein Wunder, ohne dass du etwas hinzubringst. Er hat zum einen gesagt, stand auf, nimm deine Matte. Zum einen gesagt, heb deine Hand. Zum einen gesagt, du musst glauben. Du musst Gott immer etwas anheben, damit Gott das Wunder macht. Und im Fasten bedeutet das, ich heb meinen Körper Gott an. Und ich mache meinen Körper schwach, damit der Geist in mir stark werden kann. Weil ich weiss, die Amalekiter, die Sache in meinem Leben, ich kann sie nicht besiegen. Unmöglich. Ich habe es zu oft probiert. Aber mit der Pose von Gott kann ich das überwinden. Ich möchte den ersten Punkt mit dir anschauen. Bind den Find, bevor der Find dich bindet. Hätte Mose müssen lernen. Ich werde 3 Bibeltexte vorlesen, dass du merkst, es ist theologisch in der Bibel und es macht Sinn. In Matthäus 12, Vers 29 sagt die Bibel. Das ist ein lustiger Tipp. Wie kann jemand in ein Haus eines starken Mannes eindringen und seinen Besitz rauben? Erst muss er den Mann fesseln und dann kann er das Haus plündern. Also du musst wissen, was ist das, was dir entgegenkommt? Was ist ganz konkret das, was dich triggert? Ein anderer Punkt in der Offenbarung, ist auch interessant, heißt Offenbarung 20, Vers 1 bis 2. Danach sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen. In seiner Hand hielt er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Da ergriff der Drachen die alte Schlange, sie ist nichts anderes als der Teufel oder Satan, und legte ihn für tausende Jahre in Fesseln. Entweder du bindest den Find oder der Find bindet dich.
Ein anderes Beispiel aus der Esther, Kapitel 9, Vers 1. Die Feinde hatten erwartet, sie könnten Juden vernichten. Aber nun geschah das Gegenteil. Die Juden besiegten ihre Feinde. Wie kannst du den Feind besiegen und den Feind wieder ans Kreuz andrücken? Es ist mega wichtig, dass du verstehst, was ist der Auslöser in meinem Leben? Weil der Punkt ist das, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Mächte und Gewalt in der unsichtbaren Welt. Und das heisst, du kannst nicht in deine Seele laufen. Wenn du morgen früh nicht deine Bibel lesest und mit Gott ins Gespräch gehst, gehst du seelenhaft in den Alltag. Und du hast keine Chance zum Überleben. Weil der Punkt ist folgendes. Ich habe ein Buch gelesen, wo mir die Predigt mir alles erklärt hat, aus einer Seite von Fußball. Wer von euch liebt Fußball? Genau. Wer von euch liebt auch Fußball? Das war die gleiche Frage. Ich war am Spital und habe meine Liste operieren. Und ich habe gedacht, im Spital, das ist mega cool, da kannst du ein bisschen Film schauen im Kino und dann gibt es eine Massage und All-You-Can-Eat essen. Und ich habe gedacht, ich nehme ein Buch mit, falls das langweilig ist. Und ich habe ein Buch gelesen, in diesen 24 Stunden, als ich im Spital war, vom Ancelotti, Carlos Ancelotti. Für alle Fußballfans, das ist ein Must, das Buch. Er erklärt ein paar Leadership-Prinzipien und eins, und das habe ich nicht gewusst, hat mir die Augen aufgemacht. Er hat Folgendes gesagt, er ist der erfolgreichste Coach von allen Coaches. Er hat gesagt, wenn du ein Spiel hast gegen eine andere Mannschaft, gegen FC Barcelona, dann studiert er eine Woche mit seinem Team den Gegner. Wie spielt der, welche Verteidigung nehmen sie rein? Sind es 2 Meter Latten? Sind es nur 1,80 Meter Latten? Sind sie schnell? Gehen sie über die Flügel? Du studierst den Gegner. Und dann machst du Aufstellung, weil du weißt, ich kenne den Gegner, der hat das System, ich kenne Spieler und du stellst deine Mannschaft auf. Jetzt sagt Ancelotti, wenn du aufs Spiel gehst und hast deine Strategie, hat der Feind dich auch studiert. Der ist ja nicht blöd. Der hat dich auch studiert. Wie stellt denn der Ancelotti sein Team auf? Wenn du dir Gedanken machst, wie funktioniert der Teufel, überlegt der Teufel, wie funktionierst du? Also du bist nicht die einzige Person, die studiert, sondern er studiert auch. Dann sagt Ancelotti, und dann plötzlich fährt das Spiel an und du merkst plötzlich, es ist eine Pat-Pat-Situation. Ich kann gerne gewinnen, weil beide einander studiert. Und sagt, ein guter Coach kann in 5 Minuten ein ganzes System auf den Kopf stellen. Und du stellst es um in 5 Minuten und dann merkt der Gegner, halt, Achtung, halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Und stellt seine Strategie auch um. Und er sagt, bei einer Fußballmannschaft tust du andauernd die Strategie anpassen. Was ich mit dem möchte sagen, der Feind liest dich. Wie hast du Sachen überwunden, aber er weiss auch wieder, wo fallst du wieder rein. Also ich kann den Feind nicht allein binden, wenn ich nicht weiss, wie funktioniere ich, was sind denn meine Challenges. Und ich habe ein paar Fragen, und ich möchte mit euch anschauen. Und die Fragen sind wichtig, weil die Fragen, die musst du beantworten können. Wenn du sie nicht kannst beantworten, you are game over. Du hast keine Chance, mit Gott zu überleben, weil der geistliche Kampf ist big. Gibt die folgenden Fragen, die du überlegen kannst, zum Zeitpunkt. An welchem Tag in der Woche, zu welchem Zeitpunkt fühle ich mich total in der Versuchung? Ist es der Montag oder ist es jeden Tag? Dann haben wir ein Problem. Welcher Ort ist es? Ist es im Ausgang? Komme ich immer ins Gleiche rein? Ist es daheim? Am Flughafen? Im Hotel? Ist es meine Nachbarschaft? Weil es gibt so mega interessante Menschen. Wie ist es mit den Personen? Sind es deine Arbeitskollegen, die dich immer wieder in Versuchung bringen, deine Freunde, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, fremde Menschen? Oder wenn du allein bist, auf TikTok oder auf Apps, wo man auch flirten kann. Ich kenne die nicht, aber ich habe gehört, es gibt von denen. Meine Gefühle. Ist es, wenn ich müde bin? Ich fühle mich einsam, es ist mega langweilig, bin gestresst nach meinem Erfolg und du merkst es, du musst dir die Frage stellen. Wenn du weißt, wo ist deine Schwäche, ist es für dich relativ einfach, dich zu lösen vom Feind. Aber wenn du nicht weißt, wird der Feind dich immer wieder Strategie ändern und dir ein beistellen. Und du musst wissen, wenn, wie und wo habe ich Tendenz, dass der Teufel mich binden kann. Wenn du weißt, wie das funktioniert, dann ist es für dich mega einfacher, ins Binden mit dem Kreuz. Und der Dom wird uns erklären, was bedeutet für den Mose und die Amalekiter, wie man das Seil in verschiedenen Stufen
kann lösen. Applaus unserem Domhab! Yes, what an honor. Was für eine Freude, mit dem Leo zusammen das Thema aufzugreifen. Und also für mich ist es ein Privileg, euch zu ermutigen. Wir haben jetzt 4 Steps, wie wir können, die Sachen anschauen. Ich habe gesehen, so viele Hände sind angegangen, wo schon in diesem Fastenmodus drin bist. Du bist vielleicht das erste Mal da, du denkst, was ist das genau? Oder du bereitest dich vor, damit du mit uns als Church die 21 Tage kannst mitmachen. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ich möchte frei werden. Einen Wunsch im Herz entwickeln. Versteht ihr? Im Johannesbrief heisst es, wer Jesus nachfolgen will, soll so leben, wie Jesus gelebt hat. Und das ist so ein challenging Statement, aber wir dürfen uns das gegenseitig fragen, was sind denn die Punkte, wo will ich einen Wunsch haben können überwinden? Dass Gott etwas in meinem Herz freisetzen kann. Versteht ihr? Und das ist es wichtig, dass wir wissen, wir schauen nicht links und rechts. Wir werden nicht vergleichen in diesen 21 Tagen, weil dieses Problem ist nicht vielleicht am Nachbar sein Problem. Wir können nicht anfangen zu vergleichen. Weil du wirst immer 10 Leute finden, die sagen, ja, weisst, das ist ja nicht so schlimm. Das ist schon gut, da kann man weitermachen. Aber ich glaube, und ich bin heute da, als Zeugnis abzugeben, dass es möglich ist, zu überwinden mit dem Kreuz. Und ich will dich ermutigen, den Wunsch zu äußern, willst du wirklich frei werden? Das ist der Startpunkt. Will ich Jesus nachfolgen? Ich will nicht links und ich will nicht rechts schauen. Was ist dran in meinem Herz? Wo will ich überwinden? Ich glaube, du weisst es jetzt schon im Herz, was dir brennt, und du weisst, da will ich einen Schritt machen. Und da will ich dich ermutigen, nimm den Wunsch und bring ihn an das Kreuz. Bring ihn zu ihr und sag, okay, also, das wäre mein Problem. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich es schaffen soll, aber das wäre mein Wunsch. Der Mose hat das auch gehabt, hat sich gewünscht, ich will nicht gebunden sein, ich will nicht mehr müssen kämpfen. Das war sein Wunsch. Und von diesem Wunsch ist etwas geboren, nämlich zu einem Ich werde überwinden. Ich will dir sagen, du kannst überwinden. Ich habe einen Vers mitgebracht, ich will den vorlesen. Aus dem Kolosser 3, da heißt es, Vers 5, also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie es für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Entschieden Sie, ich werde überwinden. Wir da im ICF, wir wollen kein Sündenmanagement. Wir wollen nicht sagen, ja weisst, wir können uns noch arrangieren mit der Sünde. Das Kreuz ist viel zu kostbar, als dass wir uns mit unseren Sünden arrangieren. Wir wollen überwinden. Im Englischen, put to death the members of the flesh. Und für das ist das Bild, wo der Mose gewusst hat, ich heb die Hand und schau eigentlich weg zu dem Gott. Und Gott kämpft meinen Kampf. Aber ich bin der steht und die Hand hebt. Ich werde überwinden. Du wirst überwinden. Nicht durch deine eigene Kraft, sondern durch die Kraft, die an dem Kreuz geflossen ist von unserem König Jesus. Und das ist die gute Botschaft, liebe Freunde. Wenn wir in die Fastenzeit eingehen, ist es nicht eine Selbstkasteiung oder irgendein eigener Effort, wo wir probieren, den Glücksspielautomat Gott dazu zu bringen, uns etwas zu überwinden. Wir haben Leo vorne gehört, wenn dein Glaube so gross ist wie ein Senfkorn, das heisst, ich mache meinen Körper schwach, ich schaue ihn weg, ich schenke Gott mehr Zeit und mehr Raum in meinem Leben, damit mein Glaube gestärkt wird, damit ich durch die Türen durchgehen kann, wo das Kreuz auf Golgatha ist. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Amen. Amen, ja, give a hand. It's always good to clap.
Verstehst du? Und wenn wir in dem Ich-Wert inne bin, ich werde überwinden, dann haben wir die Möglichkeit, Sachen anzuschauen. Und ich weiss, manchmal schauen wir in unsere Herzen hin und es sieht nicht schön aus. Aber ich sage dir, Gott kann mit deinen Sachen, er kann es handeln. Er ist so barmherzig. Er ist so treu. Er ist nicht beschämt mit all deinen Laster und Sachen, wo du noch am Kämpfen bist. Ich bin ein lebendiges Beispiel nach 22 Jahren mit Jesus unterwegs. Ich habe so viele Laster gehabt. Und Jesus hat nicht alles auf einmal in die Freiheit geführt, Schritt für Schritt. Und ich bin im Fall immer noch dran. Nur weil es heisst, der Dominik Hab ist frei von Pornografie seit 15 Jahren. Ich bin jetzt vielleicht dran, nicht 3 Sekunden zu lang an einer Frau anzuschauen, damit mein Herz rein bleibt. Das ist genauso wichtig, wie ich gehe nicht mehr auf die YouPorn-Webseite. Sondern ich behalte mein Herz rein. Warum? Weil Jesus ist unser König und wir folgen ihm nach. Wenn ich werde, zu dem Durchbruch wird, ich muss. Liebe Freunde, es ist eine Dringlichkeit, ihr merkt es. Die ganze Sache ist eine Dringlichkeit, weil der Druck in unserer Gesellschaft wird zunehmen. Und vielleicht merkst du es so, es nimmt zu. Und darum sind wir heute da, um euch zu ermutigen und zu sagen, macht ganze Sache mit dem Jesus. Ergreift die Hand. Wunderbar von dem Zeugnis auf dem, ich habe gestern predigt über das Thema und sie erzählt die Geschichte. Die Hand von Jesus ist ausgestreckt. Ergreifen wir sie in dieser Fastenzeit. Schau, der Mose war auf dem Berg oben und hat die Hände erhoben. Das hat ihn etwas gekostet. Das war schwer. Wir können nicht ich weiss, ich habe mit dem Leo in der Vorbereitung über das geredet. Jesus hat alles gemacht an dem Kreuz. Hat jeden Dämon besiegt. Wir kämpfen vom Sieg her. Aber es ist unsere Verantwortung, selbstbewusst zu leben und dem Gott nachzufolgen und zu sagen, ich will in Freiheit. Er macht es nicht für dich. Sonst bist du in 20 Jahren ein abgelöschter Christ und hast gesagt, ich habe es probiert, aber ich habe es nicht geschafft. Schau, im 2. Mose 17,12 heißt es, mit der Zeit wurde Mose die Arme schwer, da holte Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und unterstützten seine Arme, bis die Sonne unterging. Was? Der Mose, der große Mose, hat gesehen, wie sie gönnen auf dem Feld unten. Und plötzlich hat er seine Hände nicht mehr gehabt und er hat Freunde gehabt, die gekommen sind und ihm geholfen haben. Liebe Freunde, darum machen wir das als Church. Warum geht's denn nicht als Solo-Christ? Warum kann es alleine gehen? Wir wollen, dass du Arm einhängen und sagen, ich habe im Fall schon ein paar Mal probiert, den Teufel zu überwinden, ich habe es nicht geschafft. Und dann kommt dein Freund neben dir und sagt, wir gehen zusammen. Ich habe das auch gebraucht. Als ich 2,5 Jahre mit Jesus unterwegs bin, weiss ich noch, ich habe auch gestruggelt. Mit Pornografie, ich habe auch gestruggelt. Und dann kommt doch ein Freund zu mir und challenged mich. Und sagt, Tom, jetzt musst du mir erklären, du liebst Jesus. Und jetzt sollst du da ein bisschen da deinen Pimmel rumspielen und nachher hebst du in der gleichen halben Stunde wieder deine Hand zum Jesuspreis. Ich komme nicht raus. Und verstehst du, ich war so hässig. Ich hätte ihm am liebsten eine Faust ins Gesicht geschlagen. Ich kann ja wählen. Aber ich habe es ja nicht geschafft. Und weißt du, hat er mir gesagt, er hat mich in den Arm genommen und gesagt, wir gehen zusammen da durch. Ich heb deine Hand durch, wenn du nicht mehr magst. Aber du musst ehrlich sein zu mir. Wir machen es zusammen. Hey, und dann kannst du in neue Dimensionen hineinkommen. Ich glaube, der Mose hat den Kampf verloren, hätte er nicht die 2 Freunde gehabt auf dem Berg oben. Und darum machen wir die Fastenzeit miteinander. Und dann sind wir ehrlich zueinander und sagen, wir wollen überwinden. Liebe Freunde, wenn du merkst, dass du Sachen hast dürfen überwinden in deinem Leben, und da drinnen hat es viele Zeugnisse von vielen verschiedenen Sachen, wo Menschen gesagt haben, hey, da hat mich Gott durchgeführt. Dann wird das Ich muss und die Dringlichkeit plötzlich zu einer Freude. Es setzt die Freude frei, weil es ist kein toter Glaube, liebe Freunde.
Dann hast denn du, wenn du die Freiheit erlebst, hast du es hoch. Und du merkst, Fasten, auf etwas verzichten, das wegzunehmen und an das Kreuz anzuhängen, die Last ernst zu nehmen und nicht wegzuschauen, das ist im Fall eine Freude. Und darum bleiben wir nicht stehen. Und dort, wo du dran bist, bin ich vielleicht nicht dran, aber wir sind alle auf einem Weg, so zu werden wie unser Vorbild, Jesus. Versteht ihr? Und das ist die gute Botschaft. Ich möchte euch so ermutigen, du bist vielleicht da, du weisst nicht, wo du anfangen sollst. Deine Berge sind zu gross. Und ich sage dir, du musst nicht mit irgendetwas Riesigem anfangen. Fang mit dem an, was der Heilige Geist dir aufzeigt. Und wenn es nur etwas Kleines ist, du sagst vielleicht sogar, ich kenne Jesus gar nicht, ich weiss gar nicht, ob es ihn wirklich gibt. Schenk ihm doch die 3 Wochen. Wäre es nicht ein Versuch, sage ich, verzichte auf die sozialen Medien. Ich mache mehr Zeit, dass ich sein Wort lesen kann und will schauen, ob das Wort wirklich Geist und Leben ist. Ob ich nicht könnte meinen Ballast an das Kreuz anlegen und schauen, ob die Auferstehungskraft, die vor 2000 Jahren Jesus von den Toten auferweckt hat, auch noch für mein Leben gilt. Liebe Freunde, wenn die Liebe kommt, zum Merken, ich kann überwinden, dann kommen wir in eine neue Dimension, wo wir merken, ich will doch frei bleiben, auch für meinen Nächsten. Es ist im Fall keine Selbsthilfegruppe da. Wir wollen nicht das haben, wir sind nicht Self-Improvement. Einfach die Hauptsache, ich werde noch freier. Jesus will, dass du frei bist. Aber Jesus will, dass du nicht nur frei bist für dich, sondern Jakobus hat gesagt, ein jeder trage die Last des anderen. Und das ist mein Herz, liebe Freunde. Hey, als ich frei geworden bin von Nikotin, ich weiss, da habe ich aufgehört zu rauchen. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwelche Sweets zu rauchen. Und dann habe ich angefangen zu snoozen, als ich zu Amerika war, bin im 06. Weisst du, der schöne Long Cut Copenhagen am Morgen im Melkstand, Kühe gemolken, schön, immer ein Dip da. Und dann ist es so weit gegangen, ich konnte nicht mal schlafen, ich habe einfach einen schönen Dip tun. Während der Nacht, dann läuft dann die schwarze Soße da über die Zähne runter. Und da hinten in den Rachen rein. Und dann habe ich gemerkt, ich komme nicht mehr los. Und ich war schon verheiratet und hatte das Problem noch gehabt. Und meine Frau hat mir die Hand zugestreckt und hat gesagt, das Problem packen wir an. Wir gehen in die Freiheit. Und dann habe ich gesagt, danke, dass du mich nicht verurteilst. Wir gehen in die Freiheit. Und jetzt bin ich schon über 6 Jahre von dem frei. Hey, meinst du, ich würde, wenn meine Kollegen nach dem Fußballspiel oder in der Pause schnell einen tun? Du, ich würde noch gerne einen tun. Aber weisst du warum? Ich kann nicht. Weisst du warum? Ich habe meinem Gott versprochen, ihm nachzufolgen. Nicht nur für mich, damit ich meinen Kindern etwas zu geben habe, damit ich den Menschen um mich herum etwas zu geben habe. Dann schaust du weiter weg von dir. Ich will mir wünschen, dass die Fastenzeit ein Durchbruch wird für dein Leben. Dass wir lernen, hey, der Mose, der hat nicht einfach nichts gemacht. Der hat sich fokussiert auf den Gott. Und Gott hat seine Kämpfe geschlagen. Weisst du, was ist schön an dem? Am Schluss kommt Gott alle Ehre über. Ich will, dass Jesus alle Ehre bekommt in dieser Fastenzeit. Es ist keine Selbstkasteiung. Es ist ein Realisieren, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen böse Mächte der Himmelswelt, die ihr Unwesen treiben. Und darum brauchen wir das Blut von diesem Kreuz. Wir schaffen es nicht ohne Jesus. Lass uns Raum machen. Lass uns Raum machen im Wissen, der Jesus wird den Punkt, wo wir dran sind, nehmen. Egal was es ist, egal was sich jetzt angesprochen hat. Es kann auch ganz etwas anderes sein. Aber ich wünsche mir, ich habe den Punkt, wo ich dran bin. Ich weiss, es gibt Sachen in meinem Leben, da will ich überwinden. Und ich will das Beste für mein Leben. Nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die um mich herum, die Gott mir gegeben hat. Danke, Jesus. Danke, dass das Kreuz immer noch lebendig ist. Es ist keine tote Religion. Wir haben Hunderttausende von Zeugnissen von Menschen, die überwunden haben. Und ich lade dich ein. Ich lade dich von Herzen ein. Gib Gott eine
wegzunehmen. Und ich sage dir, du wirst eine Seite von dem Vater im Himmel erleben, wo du vielleicht noch nicht kennt hast, und du merkst, der Gott hat Möglichkeiten, die ich nicht habe. Amen. Wow. So, ich möchte das Ganze zusammenpacken. Der Stein, der wird mir die ganze Fastenzeit auch im Buch und der Stein vor. Und ich habe in dieser Vorbereitungszeit mir überlegt, was ist denn mein Stein? Was ist da, wo mich, so das Topos, das ich habe? Und mir ist eine Sache bewusst worden und ich habe das aufgeschrieben. Und wieso braucht es im Fasten eine Vorbereitungszeit, wo du immer wieder sagst, Jesus, gibt es noch mehr Sachen in meinem Leben, die ich nicht sehe? Und jetzt sind es bereits 5 Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Und das ist, ich glaube, wir alle haben Sachen, wo wir einfach merken, da gibt es so Topos, die sich einfach angesetzt haben, bewusst oder unbewusst. Wenn der Heilige Geist die Augen aufmacht, finde ich das etwas mega Befreiendes, weil der Heilige Geist öffnet uns dann die Augen, weil er sagt, ich will, dass du das anpackst. Und wenn du dich entscheidest, wir gehören dann im Fasten und Betten, wenn du deine Hände emporhebst, wenn du dich schwach machst im Körper, wirst du mit der Kraft von Gott erleben, dass die Bindungen wegkommen und Jesus dich anbindet, das ist das Kreuz, und du eine Freiheit erlebst, wo anders ist, was die Welt jemals zum Bringen geben. Es heisst in der Geschichte von Moses, wo der Moses die Hände emporhebt, gewinnen sie. Wo er schwach ist, hat er Freunde, die ihm helfen. Dann heisst es, unten im Tal hat der Josua gekämpft und gewonnen. Und für mich ist das so eine krasse Geschichte, wo eigentlich ist es unmöglich, dass du die Amalekiter besiegen kannst. Es gibt gewisse Unmöglichkeiten, nach außen betrachtet sprechen, menschlich betrachtet, wo der Find dir sagt, never ever. Darum sagt Jesus, du musst glauben, auch wie ein Senfkorn, dass das grösste Challenge ist lösbar, und du glaubst an die Kraft vom Kreuz. Und es mag gewisse Levels geben von Dämonen, aber auch die sind nicht das Thema. Durch Fasten und Betten kannst du dem den Garaus machen. Ich lade dich ein, aufzustehen, auch online und an Microchurches. Und ich lade euch ein, für ein paar ganz kurze Augenblicke unsere Augen zu schliessen. Weil du stehst heute Abend allein vor dem lebendigen Gott. Du bist eingeladen worden, vielleicht zum ersten Mal. Du bist auch vielleicht eingeladen worden mit einer Autogemeinschaft oder in dem Zug. Aber du stehst heute Abend da, weil Jesus wollte, dass du da bist. Es ist kein Zufall, dass du heute Abend da bist. So der Mose hat seine Hände emporgehebt. Und ich möchte dich einladen, dass du deine Hände emporhebst in den Himmel. Und Vater, immer da stehen wir vor dir. Die Pose sagt heute Abend, wenn du für mich bist, wer mag gegen mich sein? Du sagst, die gleiche Kraft, die Jesus den Tod auferweckt hat, die wohnt in mir. Da, wo ich schwach bin, bist du stark in mir. Und Vater, ich hebe heute Abend meine Hände vor dir. Da gibt es einen Find, es gibt Finde in meinem Leben. Bei mir heissen sie nicht Amalekiter, sie heissen Pornografie. Sie heissen Betrug, Minderwert, Eifersucht, Depression, Jähzorn, Gitz. Das ist mein Kampf, den ich kämpfe. Jesus, ich kann den Sieg nicht allein einnehmen. Du hast gesagt, wenn ich schwach bin, bist du stark in mir. Du hast gesagt, wenn du glaubst wie ein Senfkorn, das ist petit peu, super schmal. Den Glauben bringe ich dir heute Abend. Du hast ein Wort geredet und der Lazarus, der tot war, ist lebendig geworden. Du hast das Brot und die 5 Brot und 2 Fische genommen. Du hast es zerbrochen, du hast es ausgeteilt und es hat sich vermehrt. Vielleicht merkst du, wenn du jetzt deine Hände emporhebst, es wird schwer. Es ist anstrengend. Und das ist das Zeichen von, wenn man fastet, dein Körper leidet. Dein Körper, der sagt, wie lange noch? Aber der Geist sagt, warte. Der Herr macht Wunder. Heiligen euch, denn morgen macht der Herr Wunder.
Hey, wir hoffen, die Message hat dich ermutigt und hat dich weitergebracht in deinem Lauf mit Jesus. Oh ja. Wenn du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib das irgendwo auf in dein Journal oder in dein Handy in den Notizen. Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen. Komm mal vorbei. Absolut. Komm vorbei. mal vorbei. Und komm uns Heu sagen. Dir eine Hand schütteln wäre schon noch nice. Und am 5 Uhr geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch kommen darfst. Und sonst am 7. Uhr in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.